Heute ist das erste Mal, dass ich den Part so ein bisschen durchplanen. Also ich habe mir vorher ein paar Gedanken gemacht, was ich jetzt alles machen möchte. Das erste wird erst mal sein, den Frischen noch was vor zum Spielen. Weil da fehlt nämlich noch was. Da kriegen wir sogar Nummerherzen von denen. Hey. Rafael, du spielst die Ocarina gut. Eine nette Melodie, wir sollten sie alle üben. Nimm dies ja als Lohn, wenn dir mal wieder eine feine Weise durch den Kopf schießt. Komm vorbei und spiel sie vor. Das war, by the way, damit nicht gemeint, sondern wir müssen jetzt nur mit der Ocarina spielen. Hey, wir sind die Riesenfrösche, die berühmten, unerreichten 5 fabulösen Froschtenöre. Bring uns zum Springen, damit wir die Fliegen über uns erwischen. Okay? Also, los dann. Okay, warte mal, was gibt's denn alles? Es gibt ja nur A und die C-Sticks. Was bist denn du eigentlich? Oh, wow, holy shit. Boah, da muss ich mir jetzt erst mit Druck wohnen. Leck mich am Arsch. Das ist eine coole Challenge. Oh, scheiße. Das war es ja doch gar nicht mehr so schwer im Endeffekt. Na gut, immerhin. Das hier ist doch genug als Dank, oder nicht? Ganz richtig. Nur mal ein Herzteil. Ja, im Endeffekt es ist ja so, man muss hier dort diese 5 Liedl vorspielen. Dann haben wir die Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Und einmal die Hymne des Sturms. Dann hat man halt insgesamt 2 Herzteile von denen gekriegt. Und abgespeichert ist das Ganze. Kleiner Fun Fact nebenbei. Das Little, was wir da gerade vor die Frösche gespielt haben, ist anscheinend aus Majora's Mask der Song of Healing. Wir haben ja vor langer Zeit eine gigantische Sidequest gestartet, die uns jetzt an dem Punkt führt, dass wir zu den Zimmerer wieder müssen, die uns jetzt freundlicherweise da die Brücken da gebaut haben. Und die chillen Alven um Gerudo-Tal. Erst einmal, was hast du denn zum Song? Wie geht's denn deine Boys? Herr, ich habe gehört, dass du meine Leute gerettet hast. Als Gegenleistung haben wir die Brücke repariert. Schau hier, ist sie nicht toll? Meine Arbeiter sind ziemliche Weicheier, aber wenn sie alle gemeinsam zulangen, dann ist so ein Job schnell erledigt. Der Läufer ist auch noch da. Habt ihr einzeln auch noch was zum Song? Naboro, die Anführerin der Gerudo-Kriegerinnen, scheint Menschen für ihre Zwecke zu versklaven. Das war vor 7 Jahren aber noch nicht so. Als Naboro noch zu den Dieben gehörte, hat sie nie die Schwachen und Armen bestohlen. Jetzt aber sind sie und ihre Dieben brutal und rücksichtslos geworden. Sie behauptet, sie sei edel, aber von wegen. Bei den Gerudo-Kriegerinnen genießen besonders jene hohes Ansehen, die gute Reiter und Bogenschützen sind. Wie wär's mit etwas Bogenschießen zu Pferde? Wenn du ein Pferd besitzt, dann findet sich in der Festung sicher eine Gerudo, die dich herausfordert. Ja, das ist jetzt gleich der nächste Punkt. Oh, da kämen wir schon noch dazu. Wenn wir alle zusammen sind, ist es ein Killerspiel, eine Brücke in den Abgrund zu bauen. Über den Abgrund. In den Abgrund zu bauen. Alter, ich war jetzt echt schon wieder am Verzweifeln, weil ich bin genau vor ihm gestanden, zeig ihm so die Säge, nichts passiert. Geh ein bisschen anders hin, zeig ihm so die Säge, nichts passiert. Oh, das ist ja meine Säge. Aber ich dachte, ich hätte sie bei der alten Frau liegen gelassen. Ja, ich hab die ja schon sehr, sehr lang. Ich besitze übrigens ein zerbrochenes Bickerund-Schwert. Du müsstest es nur von einem Geron reparieren lassen. Ich würde es gegen die Säge eintauschen. Gibst du sie mir? Guter Junge, vielen Dank. Ich kann dir jetzt mal nichts sehr Wertvolles zum Tausch anbieten, aber vielleicht ist das ja okay. Ich habe eine Waffe fertiggestellt. Wie wär's damit? Möchtest du vielleicht diese Waffe für 200 Rubine kaufen? Ah, war da nicht irgendwas, dass die nicht irgendwie schnell kaputt geht, wie man die holt? Aber scheiß drauf, wir haben das Geld. Das machen wir jetzt einfach mal.
Das Langschwert. Schwinge es mit B. Benutzt du es, kannst du dein Schild nicht einsetzen. Ja, das ist halt scheiße so. Ja, der Zweihänder schaut ja an sich schon sehr cool aus und ich glaube, der macht da wesentlich mehr Damage jetzt schon wieder. Das Langschwert, ja, und ich glaube halt tatsächlich, dass der ist irgendwann kaputt geht. Deswegen müssen wir jetzt zu Big Goron. Oder so. Ah, darum sieht man schon. So, auf der Seite müsste das sehen. Die werden auch mal größer. Hallo? Mein Bruder hat einen neuen Laden. Es ist Medigorons Waffengeschäft. Ja, bei dem war ich gerade. Als ob du Medigorn hast. Er ist gut, aber ich schmiede bessere Klingen. Die hellianischen Zimmerleute wissen meine Arbeit zu schätzen. Glaub mir. Ja, von denen habe ich aber das Miet gekriegt. Zweifelsohne eine Waffe aus meiner Schmiede. Ich würde sie reparieren. Doch beim letzten Erdbeben ist mir Lavastaub in die Augen geraten. Seitdem sehe ich schlecht. Oh, das ist natürlich belastend, Mann. In Soras Reich gibt es wundersame Augentropfen. Wende dich an König Sora. Bitte, bring mir die Augentropfen. Ja, und die Quest geht weiter. Ein Rezept. Du hast Big Goron das zerbrochene Goron-Schwert gegeben und dafür ein Rezept erhalten. Geh zu König Sora. Mein Wahnsinn ist das ein Stress, hey. Wenn wir ja jeden wieder belästigen, das ist ja unfassbar, hey. Ja, sorry, ich bin's, der Held. Brat da was. Das ist eine Augentropfen. Nun, wir haben in jedem Fall die erforderlichen Zutaten dafür. Bringt diese Zutaten zum Laborabsee, dort werden die Augentropfen für euch zubereitet. Doch eilt, denn die Zutaten müssen frisch sein. Nicht schon wieder sowas. Werdet ihr es schaffen, bevor die sie verderben? Ja, Mann. Du hast für das Rezept einen Glotzfrosch erhalten. Da ist einmal gut, so eine Mucke auswendig zu wissen. Ha! Ja, und wenn man das weiß, dann sind die 3 Minuten ja wirklich mehr als geschenkt. Hä? Ja, Mann. Ja, scheiß drauf, dann nicht zum Altbewerten. Kurz, dass ich vorher iPhone da hingestellt habe. Ja, okay, dann ist es ja doch nicht so zach. Am Morgen immer brutale Wege und so. Habe ich gerade irgendwie so ein Teil vom Schädel kaputt gemacht? Tatsächlich, hoppala. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Naja, also dann, sind wir da. Hallo, ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Halja-See mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Asa, der alten... Ja, Mann, aber hier... Ah, danke. Oh, wow. Ich habe keinen Glotzfrosch mehr gesehen, seit Soras Reich vom Eis überzogen wurde. Diese Augen schmecken göttlich. Endlich kann ich mal wieder gebratene Augäpfel in Sahnesoße essen. Großartig, richte König Sora meinen Dank aus. Bitte, was willst du? Du willst, dass ich Augentropfen für Big Goron herstelle? Oh, wie außerordentlich schade, das hättest du gleich sagen sollen. Die andere wollte sich einfach fressen, also... Bitte sehr. Diese Medizin ist nicht lange haltbar. Verpiss dich doch, Mann! Ja, jetzt muss ich ja praktisch direkt zu Big Goron. Na? Gibt's ja bloß einen Weg. Aber wir können die Erbsen nutzen. Eile so schnell wie möglich zu den Goronen.
bist ja noch jung und hast flinke Beine. Ach no, das macht Epona für mich. Du hast für den Glotzfrosch die Augentropfen erhalten. Bringe sie zu Pickeron, bevor sie die Wirkung verlieren. 4 Minuten. Ja, ist aber schon wesentlich... Naja, ich meine, du musst vom See zum Todesberg rauf. Und zwar komplett rauf. Also, Epona, du hast eine neue Quest. Let's go. Also es wird echt nicht wirklich stressig. Hallo Pickeron, bin ich wieder da? Du bringst die Augentropfen, du bist meine Rettung. Ich werde sie gleich ausprobieren. Die Augentropfen. Wow! Unglaublich grandios, ich kann wieder sehen. Endlich kann ich wieder schmieden. Hier, nimm dies und schau in ein paar Tagen wieder vorbei. Noch einige Tage. Gut Ding will Weile haben. Gedulde dich noch. Pickerons Schwert. Du hast ein Zertifikat erhalten. Hoffentlich ist das Schwert bald wieder repariert. Nun, Kleiner. Ah ja. Provozierst du jetzt auch noch? Ah, da oben. Ja, das ist die Trainingsarena der Gerudo-Kriegerinnen. Du hast den Gerudo-Pass? Gut, dann darfst du hinein. Ein Versuch kostet 10 Rubine. Ich versuch's. Okay, her mit den 10 Rubinen. Schieß ordentlich. Aber heute ist schon ohne Pferd, oder? Gerudo-Arena. Ach du Scheiße, Mann. Hast du nicht jetzt 3 Aufgaben, oder wie? Du hast nur begrenzt Zeit, um alle Gegner zu beseitigen. Ach so! Exalfos mit Rüstung? Moment mal. Das geht gerade ganz falsch los. Ah, so schaut das aus, wie man... Oha, mit dem... Na? Man kann ja nicht blocken mit dem Ding. Das war's schon, aber ich habe mich echt dumm gestellt, weil ich mit dem Schwert noch nie attackiert habe. Okay, auf jeden Fall kriegen wir wahrscheinlich wieder eine Belohnung. Ein paar Ruppis. Achso, ein Schlüssel. Hoppala. Wieder zurückfreit. Überquere den feurigen See. Alter, ich hab eigentlich das nicht geplant gehabt jetzt. What the fuck? Ich hab nicht gewusst, dass das so eine fette Prüfung ist da. Oh, Timing, oder? Das ist doch safe mit Zeitlimit. Ah, na, doch nicht. Ah, ja, doch, so doch. War doch Zeitlimit, aber ich hab's gerade geschafft. Haha. Okay, jetzt ist das aufgegangen. Und da, was war da? Da flackt der Schlüssel. Da flackt einfach nur der Schlüssel. Das ist ja ultra random. Finde den geheimen Durchgang in diesem Raum. Nee! Jetzt schon? Ja, das war ja ein kurzes Vergnügen. Ich habe gemeint, das freue ich mich da, weil es höhere Reichweite hat. Normalerweise. Noch mehr Kisten. Ah! Da ist es ja. Haben wir schon gleich bei der Oni her, ist es die anderen. Eigentlich schon wieder daneben geschossen, aber hö. Hahaha. Okay, bloß aufsteigen, nicht dreschen. So muss das laufen. Was ist denn das jetzt?
Blende die Augen der Statue. Oh, na, ist gut. Blöd. Fuck. Tatsächlich, ich muss das erst in einem Bruch machen. Ah, fuck. Das ist nicht gut. Da war jetzt Piss gewesen, wenn ich das noch mehr machen müssen hätte. Ich habe ja gemeint, das ist einfach so Lava, mein Gott, kriege ich ein bisschen Damage. Aber na. Gleich ganz radikal. Sammle alle silbernen Steine ein, die du im Wasser finden kannst. Im Wasser? Und was ist das da? Okay, einfach irgendwie hier schwimmen. Was vorher irgendwie nicht geklappt hat, aber okay. Ah. Nur wenn du die Prüfungen in den verschiedenen Räumen bestehst, wirst du unseren streng gehüteten Schatz erhalten. Ach so, ein Spiel ist das gleich. Aber was ist denn der Schatz? Bemühe dich mit ganzer Kraft, alle Schlüssel zu erhalten, damit du dir unseren streng gehüteten Schatz verdienst. Ach so, ich muss praktisch hier Vollgas die Schlüssel durchballern. Das könnte in der Tat ein Problem werden jetzt. Hä, warte. Okay, cool. Okay, cool. Da bin ich ja kurz in Panik geraten, weil ich gespannt habe, dass das ein bisschen... Ist das wirklich Treibsand? Ja, weil doch. Eigentlich schon. Nee. Hör doch auf mit so einem Scheiß. Da kommt wieder der Input-Lag. Let's go. Okay, du sollst einfach runterfallen. Und wo ist der letzte? Nice. Ohne die rechten Hilfsmittel wirst du vor unlösbaren Aufgaben stehen. Was sagst du jetzt? Ah, hallo Wolfi. Haben wir wieder da. Hm. Oh. Oberwölfchen. Ja. Oh. Der mit den Händen aus Silber wird den großen Block verschieben können. Ich glaube, wir sind es. Wahnsinn. So ein Viech. Aber die Handschuhe blinken auch. Nicht, dass die irgendwann fetzt. So wie das Langschwert. Die Tür ist zu. Nee, du Arsch! Dann weiß ich schon. Ups. Wir müssen den da kaputt machen. Und dann sind alle Gegner weg. Oder? Oh nein. Oh, was ist denn das, Alter? Aha. Aha. Können wir da hier... Ja! Ja! Geil! Oh, das ist cool, dass man da alle Fähigkeiten hernehmen muss. Jetzt ist es auf. Ah! Jetzt sind wir da herum. Ah, der Ballzeug war es auch gegangen. Ah. Noch mehr Schlüssel, yay! Okay, da werden wir schon irgendwie hinkommen. Und unter uns ist der Schatz. Ihr Pisser. Was so ist. Oh, es ist schön, wenn man endlich mal Rubine einsammeln kann und die halt wirklich was bringen. Oh! Eine Falle! Aha. Komm. Das muss einer sein.
Ja, ich hab doch eigentlich mal gesagt, ich hab geplant, was in dem Part passiert. Piefkas. Okay, es ist einfach... Oh, what? Das sind 2 Kisten, die da droppen. So, kurze Unterbrechung. War schnell im Baumarkt. Okay. Wir sammeln fleißig Schlüssel. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt so weit wie möglich schon mal vorzudringen. Ich möchte eher nach rechts gehen. Weil vielleicht können wir da zum Schlüssel, so dumm sie so hört, aber vielleicht kommen wir ja da rüber. Ja, genau das irgendwann. Dann bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich nicht wissen darf, wo man nur anderen die Schlüssel herkriegen kann. Oh, Krabbelminen. Meine 9 besten Freunde, die haben mir eigentlich nur einmal was geholfen. Wenn da jetzt Rubinen drin sind. Ey, die werden uns so in den Arsch geschoben, das gibt's doch gar nicht da. Und wo möchtest du die bitte alle ausgeben? Ich glaube, das kann eng werden. Wir haben vielleicht irgendwo einen verpasst. Jetzt darf ich echt nur mal suchen. Und ein einzelner Schlüssel. Es war so klar. Ich hab's irgendwie schon gespürt gehabt. Es war nicht Zelda, wenn es nicht so war. Ach, da oben war ja noch was. Ah. Da kommen wir auf. Aber das war's. Der letzte Schlüssel. So, und was ist jetzt da der große Schatz? Die Eispfeile. Platziere sie auf C, um sie zu verschießen. Triffst du, wird dein Ziel einfrieren. Diese magischen Pfeile darf nur der verschießen, der das Kampftraining der Gerudo-Kriegerin bestanden hat. Aber warum? Also ich finde das schon sehr random, dass das jetzt gerade die Eispfeile sind. Hat auch sehr lange gedauert, bis wir überhaupt nur mal an die magische Pfeile gekriegt haben. Oh yeah. Das habe ich mir aber tatsächlich die ganze Zeit gefragt. So, wo kriegen wir nur mal andere die Magiepfeile her? Da fehlt uns ja auch noch was. Und es fehlt uns auch noch ein Zauber. Den Pharaoh und... Haha, wie immer. Nayru. Nayru hast die dritte Olle. Was sagst du jetzt so? Ja, Nummer geht und nimmer rein. Bogenschießen zu Pferde. Begabte Schützen sind willkommen. Bestleistung 0 Punkte. Ist schon klar, dass ich 0 Punkte bisher habe. Die Frage ist nur, wie cool ich starten. Muss das Tag sein? Muss ich wann anders herkommen? Und Tatsache, man muss tagsüber herkommen. Es geht jetzt schon wieder los. Hey Junge, du hast da aber ein tolles Pferd. Keine Ahnung, wo du das geklaut hast, aber wie wäre es mit einer Runde Bogenschießen zu Pferde? So wie dein Pferd galoppiert, schieße mit deinen Pfeilen auf die Zielscheiben. Wir werden ja sehen, wie oft du triffst. Du bekommst 20 Pfeile. Wenn du 1000 Punkte erreichst, erhältst du ein Herzteil. Das muss ansehen. 100%ig. 20 Rubine, also wir haben sehr, sehr viel Versuche. Man muss die... Was? Was muss ich jetzt treffen? Ach so. 910. Da musst du wohl noch ein bisschen üben. Willst du es versuchen? Ja. Okay, ich habe jetzt nicht ganz überrissen. Reite die Pona vor Lor, muss ich irgendwas machen? Weil die 910 finde ich war echt stark.
Ich finde das stark. Okay, Nummer 30. Okay, da bleiben wir jetzt mal so. Großartig, du bist ja ein absoluter König im Bogenschießen. Hier, nimm dies, du kannst es bestimmt gut gebrauchen. Ja! Sammle noch 2 weitere Herzteile. Oh, und das sind ja dann die letzten 2. Genau das war geplant, das wollte ich heute noch machen. Und noch mehrere. Na egal, es ist gut gelaufen und so bin ich ja zufrieden damit. Ah, los mal, los mal. Oh, Mann, warte mal, echt jetzt? Ha! Gerade noch geschafft. Das erholen. Das vorletzte Herzteil überhaupt. Geil. Ich war ja vorher gerade gespannt, dass man da ganz easy mit der Wundererbse an die Skulltula rankommt. Habe ich ja nicht ahnen können. Das habe ich übersehen. Oh, was wird das bloß sein? Die 5. Feenquelle ist es. Von 6. Bitte, bitte, gib uns einen nützlichen Zauber jetzt. Bisher waren es eigentlich schon coole Fähigkeiten so. Die waren ja gut. Magieleiste war sehr wichtig, wenn man vorher zum Beispiel gerade gesehen hat. Ist fast Laborn. Und was ist es jetzt? Nairus Shit, oder? Es muss fast Nairus Shit sein. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht, welche Fähigkeit das ist. Nairus Umarmung setzt diese kraftvolle magische Schutzaura mit C ein. Eine Schutzaura. Nairus Umarmung kannst du nur für begrenzte Zeit nutzen. Wende diesen Zauber also mit Bedacht an. Horst, wenn wir einen fetten Bossfight haben, dann können wir uns einfach diesen Zauber vorher kurz reinballern. Oh, wow! Der braucht sogar doppelt so viele Magiepunkte wie Dins Feuerentfernung und Pharaohs Donnersturm. Ich möchte jetzt auch gleich mal den hernehmen, ich möchte wissen, wie der ausschaut. Ah ja, okay. Was ist, wir kriegen da in der Aura keinen Damage oder nur vermindert Damage. Ja, es geht uns heute auf fast ein Viertel der ganzen Magieleiste ab. Ist heute schon heftig. Und wie lange heute ist jetzt? Wenn ich ein bisschen Damage gefressen habe, oder ist das jetzt zeitlich? Wunderbar. Hey Kleiner, das sieht gar nicht schlecht aus. Zeig's mir nochmal. Versuche doch jetzt 1500 Punkte zu erreichen. Willst du es versuchen? Es kostet nur 20 Rubine. Ja, zu früh gefreut. Herzteil ist ja super nice. Aber es wäre nicht besser. Oh, what? Neustart, Neustart. Fuck, war das knapp. Donnerwetter, du bist ja ein wahrer Meister deines Fachs. Ich gebe dir etwas, dessen nur ein echter Meister würdig ist. Es ist ein wertvoller Köcher, den ich dir überreiche. Er gehört nun dir. Behandle ihn gut. Ein Riesenköcher, da haben wir jetzt Platz für 50 Pfeile. Geil, oder? Muss natürlich dabei sein. Ja, was wir jetzt auch noch gleich abholen.
Das Big Goron Sword. Müsstest du heute schon langsam mal fertig sein, oder? Hallo, das habe ich gegen das Zertifikat eingetauscht. Hier ist es, endlich. Du hast das Zertifikat gegen das Big Goron Schwert eingetauscht. Diese Klinge ist unzerbrechlich. Ja, immerhin, Alter. Da hat zwar praktisch das Zertifikat die ganze dabei. Schaut nice aus.